Wie um alles in der Welt kamst du dazu, dich mit Dämonengeistern zu beschäftigen? Nun, als ich nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Marine entlassen wurde, freute ich mich sehr darauf, eine Arbeit aufzunehmen in Montreal, Kanada. Und zu dieser Zeit traf ich einen alten Kameraden, der damals mit mir auf einem Schiff war. Er sagte: »Hey Morneau, du bist am Leben? Schön, dich zu sehen. Lass uns heute zu Abend essen.« Ich fragte meinen Chef, ob ich diesen Abend frei bekäme, da ich zu dieser Zeit ein Mitarbeiter der Windsor Billard- und Bowlingbahn war. Das ist dort, wo die gehobenere Klasse von Montreal, der Modebranche, hingehen und sich entspannen. Also hatte ich an diesem Abend frei und wir gingen raus und aßen zu Abend. Er sagte zu mir: »Hey, ich habe dir etwas Fantastisches zu erzählen.« Er sagte: »Ich habe mich Leuten angeschlossen, die mit den Geistern Verstorbener sprechen. Wie würdest du es finden, wenn du mit dem Geist deiner verstorbenen Mutter sprechen könntest?« Und ich war schockiert. Ich war schockiert. Er sagte: »Du hast doch keine Angst davor, mit dem Geist deiner verstorbenen Mutter zu sprechen, oder?« Nun, sagte ich, ich muss erstmals darüber nachdenken. Das ist etwas, worüber ich mir noch nie im Leben Gedanken gemacht habe. Die meisten von uns würden vor so etwas Angst haben. Weißt du, sagte er mir, ich kann es dir vom Gesicht ablesen. Du hast Angst, zu einer Seance zu gehen. Aber ich weiß, dass du mitkommen wirst. Dann erzählte er mir, wie tapfer ich doch damals auf dem Schiff gewesen bin. Ich sei nicht mehr derselbe. Du hast dich verändert. Du bist ein Angsthase. Das war alles, was ich hören wollte. Ich sagte: »Wann gehen wir zu dieser Seance?« So gingen wir an einem Samstagabend an diesen Ort. Ein wunderschöner Ort. Das Medium war eine Dame. Sie hatte ein neues, prächtiges Haus in Montreal. Es waren dort etwa 20 geladene Gäste. Und ich war einer von ihnen. Sie kommunizierte mit den Geistern für verschiedene Leute und erzählte ihnen, was die Geister sagen. Und da war eine Dame, mit der ich mich die ganze Zeit unterhielt, bevor die Seance anfing. Sie glaubte nicht an Geister und all das. Sie sagte: »Ich müsste schon meine verstorbene Schwester sehen, um es zu glauben.« Ein Mann sagte: »Ich möchte meinen Freund sprechen, der vor 6 Monaten gestorben ist. Ich möchte aber nicht, dass er erscheint. Ich will nur mit ihm reden.« Das Medium sagte: »Lass mich die Geister fragen.« Ja. Der Geist möchte mit dir sprechen. Und die schwere maskuline Stimme war zu hören. Sie sagte: »Hallo Frank, es ist nett von dir, nach mir zu fragen und mit dir zu sprechen.« Und sie unterhielten sich ein wenig. Nachdem es zu Ende war, sagte Frank, dass es das Größte im Leben ist, mit den Geistern von Toten zu sprechen. Dann sagte das Medium: »Wir haben heute Abend eine besondere Überraschung für euch. Ein Geist wird sich hier vor allen manifestieren. In einigen Minuten. Es fühlte sich so an, als ob ein kräftiger Wind das Gebäude traf und durch die Wand ging. Die Lichter waren schrecklich hell, so Wohnzimmerlichter und ein paar Stehlampen und so wie die hier auf dem Tisch waren es. Und es sah so aus, als wenn ein durchsichtiges Wesen durch die Wand kam. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Es war ein bisschen so, also würde mein Herz aufhören zu schlagen. Ein sehr seltsames Gefühl. Es war eine Dame in einem wunderschönen Kleid. Sie sagte zu Mary: »Meine liebe Schwester, es ist so wunderschön, dass du nach mir gefragt hast.« Und Mary wurde ohnmächtig und fiel vom Stuhl direkt auf den Boden. Einige gingen zu ihr, um sie aufzuwecken, sie aufzurichten, und dann war der Geist weg. So hat es angefangen. Ja, so kam ich da rein. Nach einer Weile, es gibt etwas Interessantes über den menschlichen Verstand.
Dinge, die dir am Anfang Angst machen, werden nach einer Weile zu etwas Normalem und Gewöhnlichem. Du meinst also, dass Kontakt mit dem Übersinnlichen zu etwas Gewöhnlichem wird, das einem nicht mehr beunruhigt? Mit anderen Worten, je öfter man damit zu tun hat, desto weniger fühlt man sich dann unbehaglich. Wie hast du dich dann gefühlt? Dann kam ich in eine Geheimgesellschaft, die Geister anbetet. Was ist daran anders, als zu einer Seance zu gehen? An einer Seance bist du in vielem nicht beteiligt. Wenn man aber in eine Geheimgesellschaft von Geisteranbetern kommt, in die man eingeladen wurde, vor allem von den höheren Gestellten in diesem Geheimbund von Geisteranbetern, kommst du da nie wieder lebend heraus. Und genau da sind ich und mein Freund hineingeraten, aber wir wussten nichts über all das. Es gab da einen sehr berühmten Bandleader einer Jazzband, der in Montreal, Kanada, Vancouver in den großen Städten gespielt hat. Und eines Nachts gingen wir zu dieser Seance. Und da war er mit seiner Frau. Die Geister sagten ihm, was er tun sollte. Sie nannten ihm 2 Männer, deren Namen, und sagten, deine Frau wird mit dem Medium sprechen, wenn sie sagen, dass sie müde sind und nach Hause wollen. Sobald du siehst, dass die Männer gehen wollen, gehst du mit ihnen, und wenn die beiden rausgehen, wirst du sie fragen, ob du sie fahren kannst. Sie werden sagen, nein, wir nehmen die Straßenbahn 2 Häuserblocks weiter. Du wirst sie in dein Auto einladen und sie zu einem teuren Restaurant bringen, was Schönes essen, und ihr werdet über die Arbeit bei der Marine sprechen. Genau das tat der Mann. Wir fuhren in diese Seitenstraße, und dort waren wir in diesem piekfeinen Restaurant. Ich kann es noch sehen, als ob es gestern war. Gerade genug Platz, um ein Auto zu parken. Das war in der Sainte-Catherine-Straße, einer Hauptstraße von Montreal. Und es war ein schöner Abend. Roger, du warst nun in diesem Restaurant. Was geschah dann? Nachdem wir uns hingesetzt haben, beim Reingehen, das Restaurant war voll. Doch da waren Tische mit Reservierungsschildern. Und der Besitzer des Lokals erkannte den Bandleader, kam, sagte Guten Abend und fragte, welchen Tisch wir wollen. Einer davon ist für dich. Und so saßen wir da mit unseren alkoholischen Lieblingsgetränken. Und als wir uns da so unterhielten, fragte er auf einmal, wie lange beschäftigt ihr euch schon mit Zauberei? Es schockte uns ein wenig, und ich fragte ihn, was genau meinst du? Nun, sagte er, ihr Leute wisst schon, was ihr da tut, mit den angeblichen Toten zu sprechen. Er sagte, das ist dumm. Und dieser Mann war mit euch bei den Seancen, und er sagte, dass es dumm ist, was ihr dort macht? Er sagte, wie ihr seht, geht meine Frau zu den Seancen, weil sie sich dabei wohlfühlt, und sie kann dabei etwas Gutes für sich herausziehen, ein gutes Gefühl. Und sie lebt nach dem, was die Geister ihr sagen, wie die Zukunft sein wird. Ich selber kümmere mich nicht um diesen Kram. Er sagte, ich will Macht. Und wenn ich Macht will, gehe ich direkt zu der Quelle der Macht. Was denkt ihr denn, wie ich berühmt wurde? Ich sagte, du musst wohl etwas Glück gehabt haben. Nun, er sagte, es gibt nicht so etwas wie Glück. Es gibt eine Macht, die irgendwo für dich arbeitet. Oder du kommst in dieser Welt nicht vorwärts, nicht in meiner Art von Beruf. Und so kam es, dass wir über Geisteranbetung sprachen. Hat es dich neugierig gemacht? Wolltest du mehr darüber wissen, was er zu erzählen hat? Er sagte, dass die angeblichen Geister der Toten, mit denen wir sprechen, in Wirklichkeit dämonische Geister sind.
Sie sind gefallene Engel, die wunderschön sind. Das sagte er euch einfach so heraus? Oh ja. Hat es dich nicht beunruhigt? Nun, weißt du, es schockte mich ein wenig, da ich so etwas zum ersten Mal hörte. Dann sagte er, ihr beide habt eine wundervolle Zukunft vor euch. Denn es wurde uns gesagt, dass die hohen Priester unserer geheimen Gesellschaft von den Geistern unterrichtet wurden, dass der Meister für euch beide ganz besondere Pläne hat. Wen meinte er mit Meister? Satan. Wir wollten mehr darüber wissen. Er erzählte uns, wir beten Geister an. Wir beten Luzifer und alle seine Engel an. Und sie sind noch genauso schön wie damals, bevor sie aus dem Himmel geworfen wurden. Die ganze Sache sei ein Missverständnis unter den Bewohnern der Galaxien, sagte er. Mein Meister wurde missverstanden. Und Gott übte mit ihm keine Nachsicht, so wie er es heute mit Menschen tut, die Fehler machen. Wir befinden uns also in einem Kampf zwischen Gut und Böse und wir sind zufällig die Bösen, aber wir sind gar nicht so schlimm. Er sagte, er sieht dieses Geschäft mit den Kräften von Gut und Böse so. Die eine Person glaubt an Gott und die andere an Luzifer. Es ist wie in der Politik. Der große Kampf ist also real und du hast jemanden darüber sprechen gehört, der zu der anderen Seite gehört. Diesen Leuten wird die Tatsache verkauft, dass Christus nicht mit Macht und in großer Herrlichkeit auf diesen Planeten zurückkehren wird. Der Hohepriester sagte einmal, Christus wird einmal auf all seine Ansprüche auf diesen Planeten verzichten, weil er weiß, dass er rechtmäßig und zu Recht Satan gehört. Damals sagte er oft, Luzifer, aber auch Satan und Teufel. Der Hohepriester liebte es am meisten, ihn mit Meister anzusprechen. Er sagte, der Meister würde sein Volk aus den Gräbern auferstehen lassen. Und George hat dir das alles erzählt oder der Hohepriester? George? Okay, als der Abend dann langsam zu Ende ging und ihr schon ein paar Drinks intus hattet, dachtet ihr, dass es eine Art einmalige Sache war, von der ihr nicht wusstet, ob sie jemals wieder vorkommt? Was geschah danach? Er sagte, hört mal, ich möchte, dass ihr einige unserer Leute kennenlernt. Wie sieht's mit nächster Woche aus? Mittwochabend. Ich hole euch ab und ihr seid eingeladen zu einer unserer Versammlungen. Versammlungen? Wie, wen man in die Kirche geht? Ja, es ist eine Bekundung zu den Geistern, damit die Geister dein Leben segnen können. Und als wir von dort gingen, sagte ich mir, der Typ ist doch betrunken. Von dem werde ich bestimmt nichts mehr hören. Doch es war so, der Abend kam und er holte uns mit seinem Big Lincoln ab. Wir stiegen ein und fuhren los. Es war eine der schönsten Gegenden in Montreal. Und der Ort, zu dem wir kamen, war eine Villa. Nun, eine Villa ist normalerweise sehr groß, doch diese würden wir eher als eine kleine Villa bezeichnen. Doch es war wunderschön, ein wunderschöner Ort. Roger, Freund George nahm dich und Roland mit an diesen Ort, wo Leute Dämonen anbeten. Wie war es da? Was für Leute waren da? Nun, ich war sehr überrascht, denn ich hatte mir vorgestellt, dort grimmig dreinblickenden Typen zu begegnen. Doch als wir dort hineinkamen, sahen alle hervorragend gekleidet und gut gepflegt aus. Viele der Leute, denen wir vorgestellt wurden, waren Fachleute, Ärzte, Anwälte, viele Geschäftsleute. Dann hatten sie einen Erfahrungsmoment zu Ehren der Götter, die spirituellen Berater, die für Legionen von Geistern, dämonischen Geistern verantwortlich sind. Und sie gaben jeder Zeugnis davon ab, was der Herr ihres Lebens für sie getan hat, weil sie sich an bestimmte Geister wenden. Wie zum Beispiel der Gott Nechushtan, von dem wir in 2. Könige 18, Vers 4 lesen. Die Israeliten gingen so weit,
dass sie die eherne Schlange anbeteten, die Mose gemacht hatte. In Wirklichkeit beteten sie hinter dieser Schlange diesen Geist Nehushtan an. Und derselbe Geist Nehushtan, so erzählte uns der dortige Arzt, half ihm dabei, dass er Operationen durchführen konnte, die er zuvor noch nie gemacht hatte. Die Geister gaben ihm die Macht, dass Patienten während der Operation wach sein konnten, und kein Schmerzgefühl hatten und auch kein Blut floss, wenn er Einschnitte machte. Und so konnte er Operationen durchführen, die bisher unmöglich waren. Ich erinnere mich, in deinem Buch gelesen zu haben, dass Sie bei diesen Versammlungen auch Hymnen sangen. Warum sollten Sie in einem Dämonengottesdienst Hymnen singen? Ja, das war für mich auch eine große Überraschung, als ich zu diesem Ort ging. Der Priester sagte, lasst uns herunter in den Anbetungsraum gehen und mit dem Lobpreis beginnen. Und wir gingen herunter und begannen mit dem Lobpreis. Und was denkt ihr, wurde da herumgereicht? Kirchengesangsbücher, christliche Kirchengesangsbücher. Ich konnte es nicht glauben und fragte, was soll das? Der Priester sagte für euch, die ihr neu seid, lasst mich euch sagen, dass dies der gangbarste Weg ist, um den Geistern zu gefallen, Christus und sein Volk zu verhöhnen, seine Kirche und so weiter. Und so sangen sie aus christlichen Gesangsbüchern. Sie sangen christliche Texte? Sie änderten eine Menge Wörter für ihre Zwecke, und es wird eine Form der Gotteslästerung, Blasphemie, so wie wir es heute in der Welt der Rockmusik sehen. Sänger, die Kreuze um den Hals tragen. Auch. Die Frauen tragen oft Ohrringe mit diesen Kreuzen. Das ist eine Form der Gotteslästerung. Seht ihr, die Geister veranlassen die Menschen, das zu tun, um Vergnügen daran zu finden, diese Art von Emblem zu tragen. Das Kreuz, das Symbol der Kreuzigung Christi für Christen. Was waren deine Eindrücke, als du das erste Mal in diesen Anbetungsraum gingst? Nun, wir waren vielleicht ein halbes Dutzend Mal dort. Und der hohe Priester sagte zu uns, als das Treffen zu Ende war, dass er mit uns sprechen will, mit meinem Freund und mir. Er sagte, der Meister meines Lebens hat mir gezeigt, dass es an der Zeit ist, uns mit dem Anbetungsraum der Götter vertraut zu machen. Wir gingen zu dieser großartigen Treppe, sie war wunderschön, groß und massiv. Das Geländer war riesig und die schmiedeeiserne Arbeit war großartig. Die schönen Dekorationen an den Wänden der Kronleuchter über dem ersten Treppenabsatz. Es war die erste von etwa 8 oder 10 Stufen und diese erste Stufe war riesig und schön. Die Lichtanordnung war so schön, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Als wir in diesen zentralen Bereich kamen, war es nicht sehr hell beleuchtet, aber die Schönheit der Dinge wurde gut hervorgehoben. Viele Dinge waren vergoldet, mit Gold verziert. Kleine Altäre. Wenn sich die Geister materialisierten, konnten sie Fotos von ihnen machen und Gemälde von ihnen malen lassen. Es waren bestimmt etwa 100 Gemälde, die da hingen. Wie ein Schrein? Ja, und darunter war ein kleiner Altar mit Weihrauch und anderen Dingen, die sie bei ihren Gebetsstunden und für bestimmte Geister verwenden. Einige dieser Gegenstände, sagte uns der Priester, seien aus purem Gold. Es war eine einmalige Erfahrung, das zu sehen. Wie hast du dich gefühlt, als du den Raum betreten hast? Ich fühlte, dass diese Leute Macht hatten, und zwar sehr viel Macht. Hat dich das angezogen? Ja und nein? Du hattest dem Gegenüber also gemischte Gefühle? Ich hatte gemischte Gefühle darüber, weil bis zu einem bestimmten Punkt schauten die Dinge so gut aus und hörten sich auch so gut an.
Aber wisst ihr, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in dem meine Eltern uns gesagt haben, besonders uns Älteren, mein Vater sagte, wenn du etwas Falsches tust, musst du den Preis dafür bezahlen. Es gibt immer einen Preis für alles auf dieser Welt. Dieser Gedanke war also in meinem Kopf. Wie weit würde ich mit den Geistern gehen, bevor ich den Preis dafür bezahlen muss? Also machte dich das ein wenig nervös? Oh ja. Und dennoch gingst du immer wieder hin? Nun, es gab keinen Weg, dort wieder rauszukommen, denn es war uns alles preisgegeben worden. Und so machtest du aus Furcht weiter? Aus Furcht, denn der Hohepriester sagte, dass der Meister besondere Pläne für unsere Leben hätte. Niemand geht gegen den Willen der Geister von dieser Gesellschaft weg, denn sie wurden von den Geistern ja eingeladen. Das war mir also sehr bewusst. Er gab uns ausdrücklich zu verstehen, dass es gefährlich ist, gegen den Willen der Geister etwas zu tun. Er erinnerte sich an einen Mann und seine Ehefrau, die in einem feuerfesten Gebäude in Montreal gelebt hatten. Das Gebäude brannte mit ihnen darin ab. Er war ein Mitglied, sie stellten ihn vor die Wahl und er lehnte ab und wollte wieder austreten. In Wirklichkeit, Roger, wurdest du also von hochrangigen, mächtigen dämonischen Geistern auserwählt, ein Teil ihrer privilegierten menschlichen Gruppe zu sein. Weißt du, diese Leute in Montreal von dieser Gesellschaft sind nur ein Beispiel. Es gibt Tausende von Geisteranbetern in verschiedenen Gesellschaften und von verschiedenen Geisteranbetern in der Welt. Aber der Priester sagte, wir sind die Elite denn. Wir kennen die ganze Wahrheit über den Meister und seine Engel. Und sie sehen nicht scheußlich aus. Sie sind wunderschöne Kreaturen. Und die Gemälde, die sie hatten an den Wänden im Anbetungsraum, sind einzigartige Geschöpfe. In Besonderem war da ein Gemälde über einem Altar in voller Größe von dem gefallenen Luzifer, das sehr faszinierend war. Er sah aus wie ein Mann mit einem sehr hohen Intellekt und einer hohen Stirn. Seine Augen, die Art, wie er schaute, es vermittelte einem den Eindruck, dass er sehr viel Wissen besitzt und Macht. Also Roger, der Hohepriester, von dem du gesprochen hast, war derjenige, der euch zu dem Anbetungsraum herunterbrachte? War er auch derjenige, der diese Anbetungstreffen leitete, über die du gesprochen hast? Ja, und er hatte einen Assistenten und einen Priester. Als du bei diesen Gebetsstunden warst, was für Dinge sind da passiert während der Sitzung? Nun, es gab viele Erfolgsgeschichten. Positive Ereignisse, solche Dinge? Ja, viele Erfolgsgeschichten. Der Meister tat dies, und das für mich. Ich erinnere mich an einen Schrotthändler, der prahlte damit, dass er ein halbes Dutzend Aufträge rund um Quebec hatte. Und es sah so aus, als ob alles, was er berührte, zu Geld wurde, erzählte er uns. Dann war da noch eine Person, ein Hellseher, der nur für die Reichen arbeitete, nur für die Superreichen. Er beriet also bei geschäftlichen Transaktionen, wenn sie zu ihm kamen und sagten, hören Sie, ich sehe mir gerade dieses Geschäft an, ich könnte diese Fabrik oder was auch immer bekommen, denn dieser Typ war an Industrieimmobilien interessiert. Er sprach dann mit dem Geist, und der Geist war für ihn hörbar. Er konnte den Geist hören, aber der Mann hörte ihn nicht. Der Geist konnte dem Hellseher sagen, was er hören wollte. Er bezeichnete sich selbst als einen Astrologen, der den Mond und die Sterne lesen konnte. Wie war der Begriff, mit dem du ihn bezeichnet hast, diesen Mann? Hellseher. Aha, ein Hellseher. Ja. Und es war interessant, diese Person stand auf und sagte, ich hatte eine tolle Erfahrung gemacht diese Woche. Diese Lady und ihr Ehemann brachten zu diesem Astrologen ein Bündel Geld.
Er sagte, das ist für den Deal, er arbeitete nur prozentual. Er arbeitet nicht für bestimmte Geldbeträge, sondern nur für Prozentsätze von dem, was die Leute verdienen werden. Er sagte, also, ihr habt mir eine beträchtliche Summe Geld gebracht, und er war sehr zufrieden damit. Aber der Geist sagte mir, ich solle sie fragen, wann sie die Absicht haben, mir die restlichen $1.700 zu geben, die dazu gezählt ergeben, meinen eigentlichen Anteil des Gewinns. Die Frau wurde beinahe ohnmächtig, und der Mann antwortete ihm, dass er das Geld innerhalb von 24 Stunden erhalten wird. Das war also diese Art von Priester. Er dachte daran, dass ihm die Dämonen dabei halfen, davon zu wissen. Ja, die Dämonengeister. An welchem Punkt begann die Dämonenanbetung, dich persönlich zu betreffen, Roger? Nun, es dauerte nicht lange, bis der Priester zu uns sagte, dass die Zeit gekommen sei, dass wir anfangen sollten, den Geistern zu vertrauen und ihnen eine Chance geben, für uns zu arbeiten, und es gab eine Reihe von Geschenken, aus denen man wählen konnte. Und ich spielte früher mit Pferdewetten, war aber völlig unerfahren darin, ich ging zu diesen Wettbüros. Aber ich habe gesagt, dass ich gerne daran teilnehmen würde. Unterweist mich darin, welche Nummer und die Namen der Pferde, die gewinnen werden in Belmont oder auf anderen Rennstrecken, das etwas Geld einbringt. Der Priester sagte, es wird dir gegeben werden. Und tatsächlich, eines Nachts fiel ich schon in Trance oder träumte, ich weiß nicht genau, was passierte, aber ich sah 3 Rennen, die sich wirklich lohnen werden. Und diese Pferde waren sozusagen Blindgänger. Sie waren nicht wirklich gute Pferde. Sie waren wie das eine Pferd, bei dem die Chance zu gewinnen so gering war und bei 21:1 lag, weil es so schlecht war. Und ich sah eine Tafel beim Wettbüro und die Nummer darauf, und ich ging hin. Und er sagte, dass es am Samstag sein würde. Es war Mittwoch, also nur 3 Tage bis Samstag. Ich ging also dorthin, und sie standen wirklich auf dem Anschlagbrett. Ich ging also zum Wettschalter, gab etwas Geld und machte aus mir einen Gewinner. Dann sagte ich mir, ich bin verrückt, ich sollte mehr Geld setzen. Also setzte ich $20 auf das nächste Pferd, und das zahlte 21:1. Ich ging von dort mit vielleicht $400 oder $500 in meinen Händen. Und so fing ich damit an. In diesem Fall ging ich direkt in den besten Herrenausstatter in der St. Catherine Street und kaufte mir einen Anzug für $200. 1946 ein $200 Anzug? Als ich noch zur Marine ging, bekam ich $18 die Woche. Und ein guter Verdiener $50 bis $75 pro Woche Lohn. Die dämonischen Geister haben dich also sehr wohlwollend betrachtet, dass sie dir dabei halfen, bei deinem Glücksspiel zu gewinnen. Dann ging ich auch noch zu anderen Wettbüros. Dann eines Tages stand ich vor dem Mann am Schalter, wo du deine Wetten machst, und er sagte, mein Chef möchte mit dir reden. Geh einfach durch diese Tür da. Ach wirklich? Also ging ich hinein, und da war ein Mann, der saß hinter einem großen Schreibtisch und rauchte eine fette Zigarre. Er sprach zu mir, Sie sind also Roger? Ich antwortete, ja. Er stand auf, kam zu mir und sagte, Sie sehen nicht sehr klug aus. Ich sagte, wie bitte, Sir? Sie sehen nicht schlau genug aus, dass Sie Pferde wählen können. Die gewinnen, obwohl sie eigentlich Verlierer sind. Wer hilft ihnen? Was meinen Sie damit, jemand hilft mir? Niemand hilft mir. Oh nein. Wir beobachten Sie schon seit einer Weile, und Sie bekommen zu viel von meinem guten Geld.
Und ich sage Ihnen, mein Freund, wenn Sie die Anschriften all der anderen Wettbüros von Montreal haben möchten, werde ich Ihnen gerne eine Liste aushändigen. Ich möchte aber, dass Sie von hier verschwinden und nicht mehr auftauchen. Sonst beendet jemand anderes die Sache, wenn Sie verstehen. Ich sagte, okay, Sir, ich komme nicht wieder. Es ist ein hartes Geschäft Glücksspiel. Also selbst mit Hilfe der Geister war es hart. Ja, wenn du nicht aufhörst, schießen wir auf dich. Der Hohepriester sagte eine Reihe von Dingen zu dir, wenn du an diesen dämonischen Anbetungstreffen teilnahmst, und du gingst über einen gewissen Zeitraum zu mehreren. Wenn wir über das Thema des großen Kampfes sprechen. Du hast es bereits angesprochen, aber ich möchte, dass du das ein wenig vertiefst. Roger, einige der Dinge, die du in deinem Buch »Eine Reise ins Übernatürliche« geschrieben hast, klingen sehr nach dem, was wir als Christen heute als den großen Kampf kennen. Was waren einige der Dinge, die er dir dort sagte? Nun, er sagte, dass es einen großen Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen gibt, zwischen Christus und Satan, und immer haben sie den großen Meister Satan als ein superintelligentes Wesen gepriesen, das wunderschön anzusehen ist. Und wenn er dir jemals erscheint, wirst du nicht in der Lage sein, ihn anzuschauen, weil es zu hell wäre, und du würdest dir damit nur dein Sehvermögen ruinieren. Der Hohepriester sagte, er war mal in Chicago. Und während er weg war, hatte jemand die Verantwortung, Monod und sein Freund mit der Gesellschaft in Kontakt zu bringen. George lud uns dann ein, doch derjenige, welcher das Sagen hatte, solange er weg war, sagte der Geist, ist dabei, alle Bemühungen der Geister der letzten Jahre zunichte zu machen, um diese Menschen in die Gesellschaft zu bekommen. Also sagte der Hohepriester, welcher in Chicago war, der Engel, der ihm da erschien, war so hell, dass er ihn nicht ansehen konnte. Dieses plötzliche Licht bewirkte, dass er nach dieser Erscheinung nicht einmal mehr die Ziffern auf der Wählscheibe sehen konnte, weil das Licht dieses strahlenden Wesens so hell war. Er musste dann die Telefonauskunft um Hilfe bitten, eine Verbindung herzustellen. Sie sprachen über viele Dinge in Bezug darauf, wer diesen Konflikt gewinnen wird. Gab es irgendeine Unterhaltung über Feuer und Schwefel? Ja. Er sagte die Bibel, Leute, er sprach über Christen. Sie lesen in der Bibel, dass wir alle im Feuersee schmoren werden. Und dieses und jenes. Das sei Schwachsinn. Er sagte, der Konflikt wird friedlich enden. Christus wird erkennen, dass er auf alle Rechte dieses Planeten verzichten und ein paar Leute mit auf seinen Planeten im Zentrum der Galaxien nehmen wird. Und wir werden mit dem Meister zurückbleiben, der sein ganzes Volk auferwecken wird, das so zahlreich sein wird wie der Sand am Meer. Und der Meister wird für immer und ewig regieren. Ein glückliches Volk. Ich werde die Namen nicht nennen, weil sie keine Geschichte machten. Ja, das war ziemlich beeindruckend. Hast du, Roger, immer das Gefühl gehabt, dass diese Leute die Wahrheit sagen? Oh ja. Sie hatten die Dinge wirklich gut auf den Punkt gebracht, aber ich war mit den Antworten nicht zufrieden. Und da war etwas, und ich verstehe jetzt, dass es der Geist Gottes war, der sagte, halte dich zurück, Kamerad, halte dich zurück. Und der Priester hatte ernsthaft darüber nachgedacht, uns in den Geheimbund einzuweihen. Sie lassen dich also nicht einfach kommen, damit du dich umschaust und danach gehst du wieder weg für einige Monate? Oh ja, es geht nicht darum, ob du eingeweiht wirst oder nicht, sondern um das Wann. Sie beginnen, dich zu einer Verpflichtung zu drängen. Also sagte der Priester, hört zu, Leute, ich werde euch zu nichts drängen, okay? Aber ich möchte euch etwas zeigen. Wir gingen die Treppe hinunter, nicht die, von der ich vorhin gesprochen habe. Schon einige Male war ich auf dem Weg zur Männertoilette an einem Raum vorbeigegangen und hörte diese Schreibmaschinen wie verrückt klicken und wo ich mich fragte, was denn die Leute da drinnen so tippen in diesem Raum. Nun, als wir dorthin kamen, klopfte er an und der Mann sagte,
kommt rein. Und da waren all diese Schreibmaschinen, die sich von selbst bewegten und mit einer Geschwindigkeit tippten, wie ich es noch nie gesehen habe. Und nicht nur das, der Hohepriester sagte: Ich möchte euch etwas Cleveres zeigen. Folgt mir. Also gingen wir um einen Tisch herum, der aus 2 langen Tischen bestand, auf dem ungefähr 10 Schreibmaschinen standen. Und er sagte: Nun beachtet, dass die Schreibmaschinen nach rechts tippen. Sie gehen nicht nach links zurück, ist das nicht toll? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Er sagte, die Geister tun die Arbeit, und er stellte uns dem Mann vor. Er war ein Anwalt und er fragte: Wie viel Geld hast du im letzten Jahr verdient? Oh, er sagte: Im 6-stelligen Bereich. Dieser Anwalt hatte also sein Geschäft in diesem Gebäude, in dem sich der Anbetungsraum befand, und er hatte ein ganzes Zimmer voller Schreibmaschinen, in die er Papier legte, und die Dämonen machten die Arbeit. Ja, das war alles, was er machte. Er musste nur Papier in die Schreibmaschinen legen. Und was kam dabei heraus? Verschiedene Schriftsätze für Gerichtsverfahren. Um sie dann Leuten zu verkaufen? Oh ja. Wir hatten den Dienst für die Rechtsberufe der Vereinigten Staaten von Kanada. Der Hohepriester zeigte dir dies, um dir eine Vorstellung von der Art der Segnungen zu geben, die du erhalten würdest. Ja, genau. Nachdem du diesen Schreibmaschinenraum, den Raum, in dem der Anwalt war, verlassen hattest, versuchten sie dich zu einer Verpflichtung zu bewegen, indem du ein öffentliches Geständnis ablegst? Erzähl uns etwas mehr davon. Nun, sie haben ein wunderschönes Resort in den Laurentischen Bergen nördlich von Montreal. Saint-Agathe ist ein berühmter Name in Montreal, denn alle gehen nach Saint-Agathe im Norden in ihre Sommerhäuser. Und er sagte, sie haben dort oben ein riesiges Resort für ihre Leute, ihre Gesellschaft. Und sie hatten am 31. Oktober zu Halloween, so wie er es nannte, an dem sie lebende Tieropfer darbrachten. Ich weiß nicht, was es war, was sie da taten. Und ich hatte auch keine Gelegenheit mehr dazu, es herauszufinden, weil ich mich vom Herrn da herausziehen ließ. Wir haben es nie herausgefunden. Es gab da also 3 einzigartige Anbetungsdienste, an denen ich teilgenommen hatte und die mir für immer im Gedächtnis geblieben sind. Eine mit dem Titel Christlicher Götzendienst, eine andere mit dem Titel Die Supertäuschung eines glorreichen neuen Zeitalters, die sich eigentlich auf das heutige neue Zeitalter bezieht. Damals war es aber erst 1946 und dann war da noch Satans großer Rat von 1700. Und was ich da hörte, öffnete mir die Augen. Zuallererst möchte ich euch den Großen Rat erklären, der das Anfang von 1700 stattfand. Und der Hohepriester sagte, Satan und alle seine Berater hielten ein großes Generalkonzil ab, um sich auf das große Industriezeitalter vorzubereiten, das über die Welt hereinbrechen sollte. Und Luzifer sah auch ein anderes Zeitalter voraus, das folgen sollte, dass die Menschen enorme wissenschaftliche Entdeckungen machen und in ein einzigartiges Zeitalter eintreten würden. Dass die Art und Weise, wie jeder Mensch lebt, verändern würde. Und dass es auch dazu dient, die Endzeit und das Ende des großen Kampfes zwischen den Mächten des Guten und des Bösen einzuleiten. Der Priester sagte, dass Luzifer die Bibel studiert habe und er in Daniel 12, Vers 4, wo von der Zeit des Endes die Rede ist, etwas fand. Viele werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen. Er verstand es so, dass sie an den Punkt kamen, wo er und alle seine dämonischen Helfer ihre Arbeitsweise ändern mussten, um die Menschen zu verführen. Und das Mittel, mit dem sich die Menschen selbst von der Zugehörigkeit zum Reich Christi disqualifizieren würden. Und er erzählte dir und dem Rest der Gruppe von 60 oder 70 Leuten ganz offen von den Plänen, die Luzifer ihm offenbart hatte. Und als das Konzil zu Ende ging, hatten sie 3 wichtige Hauptstrategien, die befolgt werden sollten.
Erstens sollten sie dafür sorgen, dass die Menschen glauben, dass Satan und seine Engel nicht wirklich existieren. Denn zu dieser Zeit konnte man durch die Straßen in Paris entlang gehen und an jeder Ecke würde man einen Wahrsager oder eine Wahrsagerin, Hexe und dergleichen antreffen. Und wenn man jemanden verfluchen wollte, konnte man das mit deren Hilfe tun, das sollte sich von nun an ändern. Luzifer sagte, wir müssen die Menschen glauben machen, dass Satan und seine Engel nicht wirklich existieren. Roger, das ist interessant, denn ein kürzlich veröffentlichter Forschungsbericht, den ich gelesen habe, zeigt, dass in einer nationalen Umfrage, ich glaube, es sind über 75% der Menschen, die nicht wirklich an einen echten greifbaren Teufel glauben, aber es gibt einen. Der nächste Punkt, den sie beschlossen, war, einen Weg zu finden, die totale Kontrolle über den Verstand der Menschen zu erlangen. Und das sollte erreicht werden, indem man die Hypnose aus dem Bereich des Okkulten herausnahm und sie als neue Wissenschaft zum Nutzen der Menschheit einführt. Also war ein Teil dessen, was der Hohepriester dir erzählt hat, der Plan Satans, die totale Kontrolle über den Verstand der Menschen zu erlangen. Ja. Er war der Meinung, dass er, indem er die Hypnose aus dem Bereich des Okkulten herausnahm und sie als neue Wissenschaft zum Nutzen der Menschheit einführte, dann Leute mit großem Ansehen einsetzen, Pädagogen mit großen Fähigkeiten, die große Dinge tun würden, wie zum Beispiel Menschen in der Zeit in frühere Leben zurückversetzen, die sie hatten. Und natürlich würde die Person nach der Sitzung nichts über die frühere Geschichte wissen. And of course, after the session is over, the person would not know a thing about ancient history. Und die Person, von der sie dachte, dass sie oder er über die Ausführung bestimmter Dinge gesprochen hat, wird sagen, dass sie vor 3.000 oder 4.000 Jahren gelebt hat. Nun, was sollte ihnen diese Strategie bringen? Der normale Bürger sollte an diesen großen Betrug glauben. Menschen konnten an Hypnose glauben. And unwavering trust in that great deception. In other words, people could, they would believe it. Dieser Mensch wurde in verschiedene Zeitpunkte zurückversetzt, wie zum Beispiel die Zeit von Alexander dem Großen, doch nach der Sitzung kann er sich an nichts mehr erinnern. Dies sollte eine Methode sein, die westliche Welt vom Christentum abzubringen, und das Mittel hierfür war der Mystizismus, ein Begriff, wo auch Esoterik mit eingeschlossen ist. Nun kam die Zeit, in der Luzifer beschloss, dass er eine Person auswählen musste, die diese Sache einleiten sollte, und Franz Mesmer, ein österreichischer Arzt, wurde dafür auserwählt. Denn er war dazu am besten geeignet. Denn der Priester hat dir das alles erzählt? Oh ja. Okay. Mesmer entwickelte eine Theorie, die er den animalischen Magnetismus nannte und die später Mesmerismus genannt wurde. Mesmer wurde von den Geistern zu der Überzeugung geführt, das ist, was der Priester sagte, dass bestimmte Personen sozusagen einen magnetischen Einfluss in sich selbst haben, der sie dazu befähigt, große Macht über andere Menschen zu haben, sogar bis zu dem Punkt, sie in Trance versetzen zu können. Und zu dieser Zeit wurde das von den Menschen im Allgemeinen und in der Zeit, in der Mesmer lebte, bereitwillig akzeptiert. Nachdem er dann 1815 gestorben war, benutzten viele Wissenschaftler Europas die Hypnose als ein Mittel der Anästhesie. Also ist Hypnose dasselbe wie Mesmerismus? Das ist richtig. Hypnose ist Mesmerismus, der zu einem höheren Grad verfeinert worden ist. Und der Priester fuhr fort, den Plan Satans zu erläutern, die menschliche Familie auf diese Weise zu täuschen.
Er sagte, es sei die faszinierendste Sache, die ihm einfalle. Und er fuhr fort zu sagen, wie es zustande kommen würde, dass ein Kerl namens Darwin und ein anderer namens Thomas Andrew Huxley von den Geistern dazu benutzt werden würden, weil sie in ihrer Kindheit von Ärzten hypnotisiert worden waren. Und sie dachten, dass sie sehr gute Kandidaten dafür wären, um die Menschen in diesen Irrglauben zu führen, den sie und Satan in das Leben der Menschen bringen wollte. Was waren also nochmal diese 3 Punkte, Roger? Die 3 Dinge waren: Erstens wollte Satan nicht, dass die menschliche Familie denkt, dass er oder seine Engel existieren. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, hat mit der Kontrolle über den Verstand der Menschen durch Hypnose zu tun. Und was war der dritte Punkt? Der dritte Punkt war, die Bibel zu zerstören, ohne sie zu verbrennen. Es war sehr interessant, denn in dem Großen Rat wurde beschlossen, dass Satan Charles Darwin persönlich bei der Entwicklung der Grundsätze seiner Evolutionstheorien unterstützen würde. Er wurde von Luzifer selbst dazu angeleitet. Und zu dieser Zeit verstanden Satan und seine dämonischen Helfer, dass wenn ein Mensch dazu gebracht würde, an die Evolutionstheorie zu glauben, dies in seinem Leben die Schöpfungswoche der Bibel, den Fall des Menschen aus dem Paradies und an die Erlösung vollständig zunichte machen. Alles auf einen Schlag. Nun machte er eine einzigartige Aussage. Er sagte, dass nach den Geistern jeder, der die Evolutionstheorie lehrt, als ein Diener dieses großen religiösen Systems angesehen wird. Sie nennen es ein religiöses System, die Evolutionstheorie, weil es ein System ist, Menschen zu schulen, um sie als Mitglieder des Reiches Christi untauglich zu machen. Und er sagte, dass jeder Lehrer dieser Theorie von den Geistern als ein persönlicher großer Wert anerkannt wird und eine ganz besondere Salbung von Satan selbst erhält. Der Priester sagt, dass Satan die Lehrer der Evolutionstheorie als so wertvoll für ihn ansieht, dass er ihnen ein Gefolge von stolzen Engeln zuteilt, die diesem Lehrer den Rest seines Lebens folgen sollen, und dass dies neben dem Erbe der Galaxien die größte Ehre ist, die er seinen Arbeitern unter der Menschheit erweisen kann, bis der Kampf beendet ist. He assigns a retinue of bright, beautiful angels to follow that educator all the remainder of his life. And that in the sight of the inhabitants of the galaxies is the greatest honor that he can bestow upon his workers, upon mankind. And to, Das war ziemlich aufschlussreich. Der Hohepriester, sprach er so, wie ein Prediger es in der Kirche tun würde? War er enthusiastisch, voll bei der Sache und überzeugt von dem, was er sagte? Oh ja, er glaubte es zu 100%, keine Frage. Warum war er so begeistert davon, dass Geister versuchen, die Menschen zu täuschen? Denn offensichtlich war bei diesem Rat um 1700 die Täuschung ein wichtiger Teil deren Strategie. Was er sagte ist, dass Täuschung wie Politik ist. Du glaubst an diesen Kandidaten, die andere Person glaubt an den anderen Kandidaten und sie kämpfen um eine Position und es ist nur eine Frage, wer der Klügste sein wird. Und Luzifer, der gefallene Cherubim, ist sehr schlau. Er wird gewinnen und Christus wird sein Recht auf diesen Planeten aufgeben. Er wird seine Leute wieder auferstehen lassen und sein Königreich errichten, das für immer und ewig bestehen wird. Es ist nicht Gottes Absicht, Luzifer zu vernichten, weil es gegen die Natur des Schöpfers wäre, ihn im Feuer zu vernichten. Außerdem sagte er, dass die dämonischen Geister die Fähigkeit besitzen, das Feuer zu überleben. Er sagte, wenn ihr mir nicht glaubt, geht nach Indien oder in einige dieser Länder, wo sie übers Feuer, über glühende Kohlen gehen. Das geschieht durch die Kraft dämonischer Geister.
Unter der Kontrolle böser Geister können diese Menschen auf glühenden Kohlen gehen, ohne sich dabei zu verbrennen. Und das hatte der Hohepriester gesagt? Ja, er sagte, wenn Sie Feuer benutzen wollen, dann können Sie das tun, ohne Verbrennungen zu erleiden. Das ist, was Sie glauben. Dieser Hohepriester redete diese Dinge also fast schon in einem evangelistischen Eifer zu eurer Gruppe. Oh ja, denn er glaubt, dass er einer der Höhergestellten in dem großen Königreich sein wird. Von der Gruppe, die an diesem Abend dort war, 60 bis 70 Personen hattest du, glaube ich, vorhin erwähnt? Wie viele von ihnen waren schon lange Mitglieder und wie viele von ihnen waren neu dazugekommen? Wir waren die einzigen 2 jungen Leute, die neu dazukamen. Du und dein Freund. Wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt, Roger? Ich war ungefähr 20 Jahre alt. Hattest du ein Gefühl von Ehrfurcht vor der Tatsache, dass du auserwählt wurdest? Ja, in gewisser Weise. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wann werde ich den Preis dafür bezahlen müssen. Meine Eltern hatten mich so erzogen, wenn du dich mit dem Bösen einlässt, wirst du die Folgen zu spüren bekommen. Du willst also ein aufrechtes Leben führen. Und wenn du dich mit Übeltätern einlässt, landest du wahrscheinlich im Gefängnis oder an einem anderen Ort, an dem du nicht sein willst. Es gibt also immer einen Preis, den man bezahlt. Du hattest also dieses kleine Etwas, das dir vielleicht von deiner Mutter und deinem Vater vor langer Zeit eingeflößt wurde und das dich davon abhielt, voll und ganz mitzumachen. Eines der Dinge, die mich wirklich betroffen und schockiert gemacht haben, war, als der Priester über christlichen Götzendienst sprach. Was ist christlicher Götzendienst? Der Priester erwähnte dieses Wort. Erzähl uns, was er gesagt hat, Roger. Er sagte, dass der christliche Götzendienst die grandioseste oder größte Täuschung ist, die jemals über die menschliche Familie gebracht wurde. Und er prahlte damit, dass die dämonischen Geister ständig die christlichen Kirchen durch den Weg der Geisterbeschwörung verunreinigen, indem sie eine Form der Geisteranbetung verwenden, die Hunderte und Millionen von Christen in den Götzendienst verwickelt, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Was genau ist Nekromantie? Könntest du uns das etwas genauer erklären? Nekromantie ist der Glaube, Geister der Toten beschwören zu können, so dass man mit einem Verstorbenen sprechen kann. Wie bei einer der vielen Seancen, an denen du auch schon teilgenommen hast? Der Priester sagte, dass diese Supertäuschung nur auf eine Weise zustande kommt, nämlich durch den trügerischen Glauben, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die nach dem Tod weiterlebt, und er sagte, dass dies Götzendienst durch Geisterbeschwörung Nekromantie ist. Er sagt, dass es hunderte Millionen von Christen gibt, die fälschlicherweise einen Götzendienst praktizieren und sie denken, sie verherrlichen Gott. Weil sie glauben, dass die Seele unsterblich ist. Aber sie sprechen vielleicht nicht einmal mit den angeblichen Geistern der Toten. Entgegen des verbreiteten Glaubens besteht Nekromantie nicht darin, die Geister der Toten zu beschwören, weil der Mensch völlig sterblich ist und keine unsterbliche Seele besitzt. Mit wem sprechen Sie dann? Er sagt, es sind freundliche, dämonische Geister. Sie haben im Laufe der Jahrhunderte immer große Freude daran gefunden, sich für verstorbene, geliebte und berühmte Personen auszugeben und mit ihnen zu kommunizieren. Freundliche dämonische Geister? Freundliche dämonische Geister. Gibt es mehr als eine Art von dämonischen Geistern, Roger? Nun, es gibt 3 Hauptgruppen und dann gibt es Gruppen innerhalb dieser Gruppen. Es gibt die freundlichen dämonischen Geister, die scheinen gewisse Feinheiten und Vornehmheit zu besitzen, und sie sind nicht verärgert darüber, dass sie aufgrund ihrer Taten aus dem Himmel geworfen wurden. Dann gibt es noch die Krieger, die Leid und Zerstörung über die Menschheit bringen wollen. Und es gibt die Unterdrücker, das sind die wahren, bösartigen Geschöpfe, die Gott, den Schöpfer, hassen. Er fuhr mit seinen Erklärungen fort. In Wahrheit sei Nekromantie ein religiöser Glaube. Die Menschen glauben, dass die Toten in eine höhere Daseinsform als ihre bisherige übertreten würden. Sie glauben ferner, dass die Toten die Fähigkeit haben, den Lebenden zu helfen. Dann sagte er, jetzt wird erst richtig interessant. Er sagte,
Laut des großen Meisters müsste ein Mensch einen Toten nicht anrufen, um Hilfe zu erhalten, auch müsste er nicht die Nekromantie gebrauchen, es genüge schon der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Denn Nekromantie beinhaltet den Glauben an eine unsterbliche Seele. Das bedeutet, jeder, der an eine unsterbliche Seele glaubt, würde sich an Nekromantie beteiligen. So einfach ist das. So hat er es erklärt. Und wie entsteht daraus ein Götzendienst? Wenn die Menschen glauben, sie würden zu einem Heiligen, zu einem verstorbenen Verwandten oder sonst einem Verstorbenen sprechen, wie zum Beispiel Loretta Lynn sie erzählte im Fernsehen, und ich weiß noch das Datum, an dem ich es selbst gesehen habe, sie sei eine erfolgreiche Sängerin geworden, weil sie Kontakt zu einer verstorbenen Freundin im gleichen Alter hatte, die im Alter von 18 Jahren verstarb. Und Loretta wollte Sängerin werden, hatte bis dahin aber noch keinen Erfolg gehabt, bis sie abends im Bett ein Buch las und durch die Wand betrat. Ein Geist ihr Zimmer. Es war ihre Freundin. Loretta, ich mache dich zu einer erfolgreichen und berühmten Country-Sängerin. Und ich werde dich stets begleiten, vertraue mir. Irgendwann gab sie ein großes Konzert, hatte aber eine starke Erkältung, so dass sie glaubte, ihre Stimme würde versagen. Sie rief den Geist an und spürte, dass ihr geholfen wird. Sie ging auf die Bühne und begann zu singen. Doch an einer Stelle, die viel Kraft in Anspruch nahm, schwanden ihre Kräfte. Ihre Geister. Freundin berührte sie an der Schulter und begann für sie zu singen. Sie sagte, die Stimme meiner Freundin, ihre Kraft durchströmte mich. Und das hast du selbst in einer Fernsehdoku gesehen? Ja, es war im Jahre 1976. Jetzt, der Priester erklärte weiter, dass die Menschen, wenn sie an dieses Geschäft glauben, sich in Wirklichkeit völlig von dämonischen Geistern täuschen lassen, weil sie den dämonischen Geistern die Möglichkeit geben, sich als Tote auszugeben, und die Menschen glauben ihren Lügen. Und der Priester sagt, das begeistert die dämonischen Geister, vor allem bringt es dem großen Meister den Respekt und die Ehrfurcht, die seinem großen Namen gebührt. Und es macht alle anderen Geister überaus glücklich, denn sie sind es, welche die Menschen dazu gebracht haben, dass sie an ein Leben nach dem Tod glauben, und sie freuen sich. Und das ist das Ausmaß von christlichem Götzendienst. Kommen wir noch einmal auf das Thema der freundlichen dämonischen Geister zu sprechen. Du erwähntest 3 Gruppen, und die freundlichen Geister sind diejenigen, die sich gerne als eine historische Person oder so etwas ausgeben. Darauf sind sie spezialisiert. Hast du bei deinen Erfahrungen in den Lobpreisdiensten oder im Anbetungsraum oder an anderen Orten, an denen du warst, jemals ein Ereignis erlebt, bei dem Nekromantie oder sogar etwas, das man heute gemeinhin als Channeling bezeichnen würde, bei dem du tatsächlich die Stimme von jemandem als Antwort auf seine Fragen gehört hast? Ja, mehrmals, aber ein Erlebnis faszinierte mich besonders, weil es irgendwie einzigartig war. Der Priester erzählte uns, dass es einen französischen Historiker gibt, der an der Universität von Montreal arbeitet, die eine französische Universität ist, während die englische Universität McGill heißt. Die Universität von Montreal ist also eine französische Universität, und dieser Mann stammte aus Paris, war aber an die Universität angeschlossen, und er wollte einige Details über Napoleon Bonaparte und einen seiner Generäle wissen. Übrigens gibt es auch in anderen Teilen der Welt elitäre Geisteranbeter, wie wir sie in Montreal hatten. Und als ich und mein Freund an diesem Abend dazukamen, sagte der Priester, ihr habt Glück, denn ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um etwas sehr Interessantes zu sehen.
Mein Freund befindet sich gerade zur Andacht mit den Göttern im Anbetungsraum und er wird heute ein Medium benutzen, um mit bestimmten dämonischen Geistern in Kontakt zu treten, die ihm Informationen über die historische Geschichte von Napoleon geben werden. Und als wäre das nicht schon genug, gingen wir herunter. Und jemand kam und sagte, er sei bereit für die Sitzung. Sie bräuchten aber noch 3 Leute. Aber es waren sogar 5 Leute, die sich freiwillig meldeten, um ein Kanal für den Geist zu sein. Also wurden 3 ausgewählt und alle gingen zurück und setzten sich. Und der Mann schüttelte seinen Kopf ein wenig so. Seine Augen wurden glasig und er verweilte für eine halbe Stunde so. Und der Geist sprach durch ihn und sagte, ich bin ein Geisterratgeber, was möchtest du wissen? Und der Historiker nahm seinen Schreibblock und begann ihm Fragen zu stellen. Der Historiker war aus Paris? Und er wollte Informationen? Einige detaillierte Informationen über Napoleon Bonaparte und einen seiner Generäle. Und er stellte die Fragen an eine Person, durch die der Geist kanalisiert sprach. Oh ja, die Stimme veränderte alles. Die Stimme veränderte die Person komplett. Und der Mann identifizierte sich als ein Geist. Oh ja, als ein Geisterratgeber. Ein Geisterratgeber. Und er fuhr dann fort, alle Fragen zu beantworten, die ihm gestellt wurden? Ja, und da war eine bestimmte Frage, die ihm gestellt wurde, und der Geisterberater sagte, ich werde den Dialog, der damals zwischen Napoleon und diesem bestimmten General stattgefunden hat, von dem Meister Remy und dem Meister Alphonse rekapitulieren lassen. Wie in einer Theateraufführung? Und diese beiden erzählten ihm durch 2 weitere Männer als Kanäle, was er gesucht hatte. Aber was ich interessant fand, war die Sache mit dem Bürgermeister von Montreal, Chamillien Hood. Während des Zweiten Weltkrieges, zu Beginn des Krieges, war er sehr umstritten in Bezug auf den Kriegseinsatz. Er sagte den Franco-Kanadiern, sie sollen nicht in den bewaffneten Dienst gehen, denn ihr würdet gehen und euer Blut für die Briten vergießen und sozusagen für das, was sie tun und all das. Und er wollte nicht, dass sie in den Krieg ziehen, und deshalb war er im Gefängnis. Er war für die Dauer des Krieges inhaftiert, deswegen. Nun sagte der Historiker, ich hätte gerne, dass du mir durch den Geist einen Teil der Rede erzählst, die von dem Bürgermeister Chamillien Hood auf der Treppe des Rathauses von Montreal an einem bestimmten Datum gehalten wurde. Es gibt verschiedene Versionen darüber von dem, was stattgefunden hat. Und du, Meister, würdest die genaue Version kennen. Der Bürgermeister von Montreal lebte da aber noch? Er lebte noch. Und dieser Historiker fragte, was tatsächlich bei seiner Rede gesagt wurde? Ja. Der Geistberater sagte, es tut mir leid, ich kann dir leider nicht helfen. Alle unsere Aktivitäten und Personen haben in Europa stattgefunden. Aber wir werden gehen. Und andere Geister werden kommen, um dir zu helfen. Und tatsächlich, der Mann zitterte ein wenig, und dann war er wieder zurück und fragte, wie lange war ich weg? 20 Minuten war er im Kontakt, und dann kam erneut ein Geist in ihn, und dieser Geist, sagte er, wäre ein Geisterratgeber und kann ihm die Informationen geben, nach denen er sucht. Es wurde wieder Wort für Wort wiedergegeben, und es war die Stimme von Chamillien Hood. Woher wusstest du, dass es die Stimme von Chamillien Hood war? Ich war noch jung zu dieser Zeit und bereit, der Armee beizutreten. Wir hörten oft Radio. Wir hatten keinen Fernseher. Und all die Reden von Chamillien kamen im Radio. Und damals gab es noch keine Tonbandgeräte, wie wir sie heute haben. Also musste Chamillien Hood zum kanadischen Rundfunkstudio gehen, wo sie eine Aufnahme machten, und diese spielten sie immer wieder ab. Du hast die Aufnahmen also als ein Jugendlicher gehört, bevor du zur Armee gegangen bist, und kanntest seine Stimme? Ich kannte seine Stimme ziemlich gut, also sagte ich zu George, der neben mir saß, ist das nicht erstaunlich? Er sagte,
Wenn dies schon so beeindruckend für dich ist, dann warte ab. Du erlebst, wie die Geister die Stimmen von einem der Verstorbenen verkörpern, die du persönlich kennst. Wie ein Onkel, Bruder oder Schwester oder Ähnliches. Das ist einzigartig. Aber so war es. Sie waren in der Lage, die Stimmen der Menschen zu reproduzieren, und sie sind einfach perfekt darin. Die Geister sind sehr stolz darauf. Und jetzt kommt's. Der Priester sagte, da die Zeiten auf diesem Planeten immer schwieriger werden und Katastrophen aller Art den Planeten immer häufiger heimsuchen, werden die dämonischen Geister den Menschen die Wichtigkeit der Sonntagsheiligung vor Augen führen. Roger, als ich in den 1970er Jahren ein Teenager war, erinnere ich mich an einen Song, der über das Zeitalter des Wassermanns sprach, und seither haben wir die Entwicklung des New Age gesehen, und ich habe mich gefragt, ob damals, als du in die spirituelle Anbetung involviert warst, überhaupt über New Age gesprochen wurde. Oh ja, es gab eine große Sache, die bevorstand, eine der größten Täuschungen der letzten Tage, und der Priester hatte es uns erzählt. Wir sprachen eine ganze Weile und dann sagte er, könnte ich noch ein wenig mehr von eurer Zeit in Anspruch nehmen? Ich möchte euch etwas sehr Faszinierendes erzählen über den großen Plan, den großen Plan des Meisters, die Nationen, die Scharen der Erde für seine Sache einzuheimsen, kurz vor dem Ende des großen Konflikts zwischen den Mächten des Guten und des Bösen. Als wir unser Interesse ausdrückten, mehr über die Aktivitäten der Geister erfahren zu wollen, fuhr er fort. Er sagte, es wird in einer einzigartigen Weise geschehen, ein großer Plan, und die Menschen werden diesen verschlingen. Die dämonischen Geister werden sich selbst als Bewohner ferner Planeten anderer Galaxien ausgeben, die kommen, um die Bewohner der Erde vor der bevorstehenden Zerstörung des Planeten zu warnen, wenn nicht etwas Ernstes getan wird, dies zu verhindern. Dann sagte er weiter, Menschen werden behaupten, außerkörperliche Erfahrungen gehabt zu haben. Wisst ihr, was das ist? Es wird von manchen Menschen angenommen, in der Lage zu sein, sie glauben, dass ihre unsterbliche Seele, so eine Art astrale Darstellung, ihre unsterbliche Seele geht zu verschiedenen Orten, kommt zurück und dann schreiben sie darüber. Aufgrund der Tatsache, dass Millionen von Menschen an eine unsterbliche Seele glauben, wird es bereitwillig akzeptiert werden, dass Geister über ein Transmedium mit einflussreichen Personen in Verbindung treten können. Was ist ein Transmedium? Ein Channeler. Es ist heutzutage bekannt als Channeler. Ja. Shirley MacLaines Erfahrung, sich mit Spiritismus und den Bewohnern ferner Planeten in den Galaxien zu beschäftigen, habe ich 3 Stunden lang aufgezeichnet. Weil du die Erfüllung dessen hörtest, was der Hohepriester vor 45 Jahren gesagt hatte? Ja, genau. Und er fuhr fort, die Tatsache zu erklären, dass die Geister sich bereit zeigen werden, wertvolle Ratschläge zu geben, die den Menschen nicht nur helfen werden, die Zerstörung des Planeten zu vermeiden, sondern ihn auch in einen höheren Daseinszustand zu versetzen. Er sagte zum Beispiel, dass ihre Geister versprechen werden, und das ist ein großes Wort, dass sie, wenn ihre Empfehlungen sorgfältig befolgt werden, ein glorreiches neues Zeitalter des Friedens und des Wohlstands einläuten werden und dass es keine Kriege mehr geben wird. And there'll be, there'll be no more wars. See? There'll be no more. Keinen Hunger, keine Menschen, die miteinander unglücklich sind. Nachbarn werden sich lieben und soziale Unruhen wird es nicht mehr geben. Die perfekten Kandidaten für ein 1000-jähriges Friedensreich, das ist es, was die Geister versprechen. Fast wie ein neu geschaffener Garten Eden. Und jetzt stellen wir fest, dass viele Prediger das große Zeitalter der glorreichen neuen Zeit predigen, den Sieg über Kriege,
über soziale Unruhen, den Sieg über Hungersnöte und den Sieg über dieses und jenes. Und er benutzte die Worte New Age, um zu beschreiben, was kommen würde. Ein glorreiches neues Zeitalter. Und genau darum geht es heute in dieser Bewegung. Er fuhr fort und sagte, wie ich bereits erwähnte, dass wenn das Leben auf diesem Planeten immer schwieriger wird und Katastrophen den Planeten immer häufiger heimsuchen werden, die Geister zu dieser Zeit alle Anstrengungen unternehmen werden, um die religiösen Führer zu beeindrucken, damit sie den Massen der Erde die Heiligkeit des Sonntags vor Augen führen. Er wird die Heiligkeit des Sonntags lehren, und da die religiösen Führer sich auf 1000 Jahre vollkommenen Friedens auf der Erde freuen, werden sie alle Anstrengungen unternehmen, dann werden Gesetze von den Regierungen verabschiedet. Eine Person fragte, was mit Leuten passiert, die nicht an die Empfehlung der Geister glauben. Der Priester sagte, das sei überhaupt kein Problem. Regierungen werden Gesetze verabschieden, welche die Menschen dazu zwingen werden, mitzumachen, ungeachtet dessen, ob sie daran glauben oder nicht. Und er sagte, dass die Gesetzeshüter den Menschen erklären werden, dass ein solches Gesetz notwendig ist, um das Wohlergehen aller Menschen zu gewährleisten. Diese Gesetze werden ohne jegliche Anstrengung verabschiedet werden. Dann fuhr er fort und sagte über die Tatsache, dass der ehrwürdige Tag der Sonne, der in vergangenen Zeitaltern ein solches Ärgernis für den Schöpfer war, all diese großen Nationen und andere kleinere Nationen waren alle in die Sonnenanbetung verwickelt, und in diesen Jahrhunderten empfand der Schöpfer diese Lehre der Anbetung der Sonne als schreckliches Ärgernis. Und er sagte, dass es wieder so kommen wird, aber nicht in Form der Anbetung der Sonne, sondern indem man den Sonntag feiert, um ihn heilig zu halten. Er machte eine Aussage, die ich nie vergessen werde. Er sagte, durch die Einhaltung des Tages, auf den der Meister Satan die Salbung seiner Autorität und Macht gelegt hat, erhält er Huldigung unabhängig davon, wen die Menschen für anbetungswürdig halten. Könnt ihr nun verstehen, warum ich 28 Bibelstunden in einer Woche hatte und anfing, am Sabbat in die Kirche zu gehen? Ich habe es seitdem nie ausgelassen, bis ich krank wurde. Die Frage nach einem Tag der Anbetung kam in dieser Sitzung zur Sprache. War der Sonntag der einzige Tag, der erwähnt wurde? Ja. Der Priester erwähnte ja die Tatsache, dass Satan den Sonntag als seinen Tag gewählt hat. Der Schöpfer hat den 7. Tag der Woche gewählt. Luzifer hat sich entschieden, seinen Tag den 1. Tag der Woche den Sonntag zu nennen und unabhängig davon, wen die Menschen behaupten zu verehren. Wenn sie Gott, den Schöpfer, verehren, geben sie durch Beachtung dieses Tages, dieses besonderen Tages, ihm Ehrerbietung und Respekt. Du warst damals etwa 20 Jahre alt. Hattest du bis dahin schon einmal von einem 7-Tags-Adventisten gehört? Noch nie. Bei dieser Sitzung. Er sprach nie von 7-Tags-Adventisten, nur immer von Adventisten. Aber das Wort Adventisten wurde erwähnt? Ja, der Priester erzählte uns, dass die Nekromantie, wie ich bereits erwähnt habe, der Glaube ist, dass der Tote sich in einen höheren Existenzzustand begibt und so weiter. Und er sagte, dass freundliche dämonische Geister jahrhundertelang fleißig daran gearbeitet haben, den Glauben, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, in den religiösen Überzeugungen aller Menschen zu verankern. Dann prahlte er mit der Tatsache, dass der Meister so schlau war, dass er die ganze Welt täuschen konnte, sogar in diesem Zeitalter großem wissenschaftlichem Wissens und der Erkenntnis. Dann erhob eine Person seine Hand und der Priester fragte, möchtest du etwas sagen? Er sagte, was ist mit den Adventisten? Man kann sie nicht mitzählen bezogen auf den Zustand der Toten. Und ich habe eine Frage. Wie kommt es, dass sie nicht unter die große Täuschung gebracht werden können? Der Priester sagte, du hast recht, ich entschuldige mich.
Ich habe einen Fehler gemacht. Als ich davon sprach, dass all die Millionen Menschen, die auf diesem Planeten leben, alle den großen Meister verehren, habe ich die Adventisten vergessen. Sie sind so wenige, wenn man an all die Milliarden denkt. Ich habe noch nicht einmal daran gedacht, sie zu erwähnen. Tut mir leid. Dann sagt er, zweitens, der Grund, warum sie nicht in die große Täuschung hineingebracht werden können, lass es mich erklären. Meine nächste Aussage wird einige von euch verärgern, aber was ich euch jetzt sage, ist die Wahrheit, ein Fakt, die Realität. Die Tatsache, dass die Adventisten den biblischen Schöpfungssabbat einhalten und den Schöpfer an diesem Tag verehren, macht es für die Geister unmöglich, sie zu täuschen. Sie bekommen eine ganz besondere Hilfe und haben große geistliche Scharfsinnigkeit. Unter diesen Bedingungen sind sie keine gewöhnlichen Menschen. Das habe ich nie vergessen, und wenn ich das Wort Adventist hörte, als Cyril mir später sagte, fragte ich ihn, welcher Konfession gehörst du an? Er sagte, ich bin Siebenten-Tags-Adventist. Ich fragte, ist das dasselbe wie ein Adventist? Oh ja, antwortete er. Viele Leute nennen sie Adventisten, sie reden nicht über den 7. Tag, es ist das Gleiche. Junge, war ich interessiert. Ich wette, das warst du. Denn das war die eine Gruppe, die der Hohepriester des dämonischen Anbetungshauses in Frage stellte. Er hatte dir gesagt, dass dies die eine Gruppe ist, die nicht getäuscht werden kann. Das stimmt. Irgendwo in dir kam dann dieser Widerstand hervor, den du hattest, und du bist aufgewacht. Einige Monate später war diese einzigartige Erfahrung mir dabei behilflich, eine Entscheidung für Christus zu treffen, und ich hatte auch keine Bedenken, mich den Leuten anzuschließen, die Gottes Gebot halten. Denn ich wusste ja, welche Art von Menschen sie waren. Und nachdem ich 28 Bibelstunden in einer Woche hatte, begann ich den Sabbat für immer zu halten. Zu der Zeit, als ich die Bibelstunden hatte, 4 Stunden pro Abend, begannen wir 7 Uhr und waren 11 Uhr abends fertig. Die Bibelstudien gingen etwa 1 Stunde. Es gab Fragen, und sie gaben dir die Verse, die du in der Bibel nachschlagen kannst, und du hattest deine Antwort. Das war fantastisch. Und der Geist Gottes hat mir wirklich die Gnade der Erlösung geschenkt. Und jeder Augenblick dieser Bibelstudien war kostbar, kostbar, kostbar. Roger, zu dieser Zeit war deine Hauptsprache Französisch, du hast kein Englisch gesprochen und all das geschah in Montreal in französischer Sprache. Wie lange nachdem du 7-Tags-Adventist geworden bist oder nachdem du von den 7-Tags-Adventisten erfahren hast, ging es, bis du dann das Buch Der große Kampf von Ellen White gelesen hast? Nun, ich bin der Kirche beigetreten. Ich meine, zuerst hatte ich die Bibelstudien im Oktober 46, im April 47 wurde ich in die Kirche getauft. Und im Oktober oder September desselben Jahres heiratete ich und die französische Kirche von Montreal schenkte uns als Hochzeitsgeschenk die Reihe Konflikt der Zeitalter, und ich hatte bis dahin den großen Kampf nicht gelesen. Aber dann hast du es gelesen, und was ging dir durch den Kopf, als du das Buch gelesen hast, Der große Kampf? Wenn du an die Erfahrung zurückdenkst, die du vielleicht nur ein Jahr oder so zuvor gemacht hast. Ich dachte, diese Person ist inspiriert, diese Person hat ein Wissen, das niemand sonst auf der Erde hat, außer den Spiritisten, die ich erwähnt habe. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie bereit waren, die Strategie, an der Satan arbeitet, mit dieser Gruppe zu teilen. Natürlich war ihr Plan, dass es niemals herauskommt. Das ist richtig. Ihr Plan ist, dass man sich keine Sorgen darüber machen muss, was der große Meister sagt, denn sobald jemand davon abweicht, werden die Geister es dem Hohepriester sofort sagen, was los ist. Das haben sie mit meinem Bibelstudium am Mittwochabend gemacht. Ich fing am Montag und Dienstag an, und am Mittwochabend erschien der Geisterratgeber dem Hohepriester und sagte, dass du einen Überläufer hast. Dieser Typ Morneau, du musst ihn loswerden, weil er die Bibel mit den Adventisten studiert, den Leuten, die der Meister am meisten auf der Erde hasst. Der Hohepriester bekam fast einen Herzinfarkt, weil er mochte mich irgendwie. Das ist, was er meinem Freund sagte. Ich habe ihn nie wieder gesehen.
Er schickte meinen Freund, er solle versuchen, mich zur Geisteranbetung zurückzubringen. Roger, du warst 72 Stunden davon entfernt, dich voll und ganz der Anbetung der Elite-Geisteranbetung zu widmen. Wie hat Gott dich in diesem strategischen Moment daraus gerettet? Nun, ich werde es euch sagen. Ich sollte wirklich ein paar Wochen in der Zeit zurückgehen, als der Hohepriester zu uns über den Vorteil gesprochen hatte, am 31. Oktober in die Gesellschaft eingeweiht zu werden. In dieser Nacht kam ich nach Hause, ging zu Bett und konnte bis etwa 3 Uhr morgens nicht schlafen, weil ich all diese Erfahrungen mit dem Übernatürlichen seit so vielen Monaten durchgemacht hatte und meine katholische Erziehung, die ich hatte, und Fragen über Gott. Nun, ich wusste, dass es einen Gott gibt und auch die Spiritisten sind sich dessen bewusst, aber ich war in einem Zustand schrecklicher Unruhe. Ich konnte nicht schlafen. Und ohne auch nur wirklich darüber nachzudenken, sagte ich irgendwie, als ich auf meinem Bett lag, wenn es da oben einen Gott gibt, der sich um mich kümmert, dann helfe mir. Das war alles, was ich sagte. Das nächste, was ich wusste, war, dass der Wecker klingelte. 6:30 Uhr Zeit für mich aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Zu der Zeit hatte ich die Arbeitsstelle gewechselt und einen Stickereikurs für die Herstellung von Damenkleidern in Montreal absolviert. Es gibt Stickereifirmen, die all diese Kordell- und Paillettenarbeiten und all diese ausgefallenen Designer-Damenkleider anfertigen. Und dort arbeitete ich zu dieser Zeit. Du warst nur 72 Stunden davon entfernt, wie Karen vorhin erwähnte. Du hast gebetet, ohne zu wissen, was du da tust. Gott war dabei, dich auf ganz besondere Weise zu retten. Erzähl uns, was an jenem Montagmorgen geschah. Lasst uns erstmals zum Freitag davor zurückgehen. Ich arbeitete für eine jüdische Firma und die Chefs, der eine hielt den Sabbat, der andere nicht. Und Harry war derjenige, der ihn nicht hielt. Als ich hinausging, um meine Zigarette zu rauchen, und er Nachmittagspause machte, sagte er, »Roger, wenn du wieder reinkommst, möchte ich mit dir reden.« Ich sagte, okay. Ich kam wieder herein und er sagte, »Schließ die Tür.« Ich schloss die Tür. Er sagte, »Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust.« »Oh, was meinst du?« »Hast du gestern oder ein paar Tage zuvor den Kollegen gesehen, den ich in der Werkstatt herumführte?« Und ich sagte, »Ja.« »Nun, er wird am Montag hier anfangen zu arbeiten.« Und er ist nicht nur ein durchschnittlicher Typ, er ist ein Christ, aber hält den biblischen Sabbat. Und ich antwortete, erklär das nochmal. Er sagte, ja, wie die Juden hält er den 7. Tag Sabbat. Samstag ist der 7. Tag der Woche. Ich sagte nun ja, die Nonnen haben uns gesagt, dass ein Fehler im Kalender gemacht wurde und eigentlich Sonntag der 7. Tag der Woche ist. Er sagte, oh nein, es gab keinen Fehler im Kalender. Samstag ist der 7. Tag der Woche, wie du es im Kalender sehen kannst. Es hat sich nie geändert. Sonntag ist der 1. Tag der Woche. Ich sagte, das ist interessant, ich werde mal in die Bibliothek gehen und das überprüfen. Oh, das musst du nicht, sagte er und zog seine Schreibtischschublade auf und holte ein großes Wörterbuch heraus. Und er schlägt Samstag nach und sagt, der 7. Tag der Woche. Und er schlägt Sonntag nach und sagt, der 1. Tag der Woche. Nun, ich sagte, das ist ziemlich interessant. Jetzt möchte ich, dass du Folgendes für mich tust. Ich werde den Mann neben dir an der Maschine arbeiten lassen. Und sag ihm nicht, dass ich wissen will, welcher Konfession er angehört. Du musst sehr taktvoll vorgehen. Du hast alle Zeit der Welt, auch wenn es Monate dauert, sagte er. Er sagte, es ist total verrückt. Ich denke an diesen Kerl und er geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wegen der Tatsache, dass er Christ ist und den 7. Tags-Sabbat hält, den biblischen Sabbat. Und ich habe über wichtigere Dinge nachzudenken als über sowas. Er sagte, ich möchte herausfinden, welcher Konfession er angehört. Und ich sagte, warum fragst du ihn nicht einfach selbst? Nein, das wäre zu persönlich, sagte er. Er wollte also, dass du ihn fragst und es herausfindest? Ich sollte es herausfinden.
aber ihn nicht wissen lassen, dass es den Chef interessiert. Montagmorgen kam also der neue Kollege herein und der Chef stellte ihn den Mitarbeitern vor. Es waren etwa 50 Leute, die da arbeiteten. Und er sagte, Cyril ist ein erfahrener Sticker, werden sehr froh sein, ihn hier bei uns zu haben, und hielt eine kleine Rede, dann führte er ihn zu seiner Maschine und sagte, Roger, das ist Cyril, und ich schüttelte ihm die Hand und wir begannen zu arbeiten.